4. Stock. Das Restless Leg Syndrom, kurz RLS, kann man bis heute nicht erklären. Eine neue Studie mit Zebrafisch von der Uni Basel liefert jetzt neue Erkenntnisse. Aber ganz am Anfang. Betroffene berichten von einem unangenehmen Gefühl in den Beinen und einem Bewegungsdrang in eigentlich ruhigen Situationen oder beim Einschlafen. Das betrifft 5–10% der Bevölkerung, vor allem nach dem 30. Lebensjahr. Eine Erklärung dafür gibt es bis heute nicht. Das haben Forschende von der Uni Basel jetzt ändern. Es gibt Gene, von denen man weiss, dass sie das Risiko für unruhige Beine erhöhen. Die haben sie bei Zebrafischlarven mutieren. Die Fische, die daraus gewachsen sind, waren viel unruhiger und haben sich deutlich mehr bewegt. Als sich die Forschenden dann die Hirnstruktur von diesen Fischen angeschaut haben, haben sie etwas herausgefunden. Im Kleinhirn fehlen gewisse Bremszellen, die es braucht, damit die Bewegung weiter richtig koordiniert werden kann. Sie haben den mutierten Fischen die Medis gegeben, die auch die Leute mit diesem Syndrom bekommen. Und siehe da, die Fische sind wieder normal geschwommen. Aber warum genau Zebrafische? Die werden oft in der Forschung genutzt, weil man sie leicht beobachten kann und weil sie viele genetische Gemeinsamkeiten mit den Menschen haben. Die Erkenntnisse können also langfristig dazu beitragen, dass man nicht nur die Symptome des RLS bekämpft, sondern das Problem in den Wurzeln packt und Therapie und Diagnose verbessert.